Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy VII auf Pelzig. Hier im Wirbelwind, ihr Gater. Und mir haben jetzt die Tifa nochmal auf die Backe gedrückt kriegt. Ich meine, ich habe hier nichts gegen die Tifa, die hat zwei schlagkräftige Argumente, definitiv. Und nee, ich meine, ihr Fäuste, ihr Ferkel. Aber ja, es ist schade, wenn man so sehr gewohnt die Truppe hat und dann kriegt man nochmal einer auf die Backe gedrückt, der man eigentlich eher nett spielt. Das ist halt etwas schade, vor allem weil der Barret jetzt auch mit der Level so ein bisschen im Verzug ist und die Tifa natürlich auch. Das ist Motor. Da kommt was auf uns zu. So, endlich habe ich dich. Das ist unglaublich. Es ist das verheißene Land, an dem der Priesi gesucht hat. Aber ich werde der sein, der es kriegt. Irrtum, alter Mann. Das Land gehört niemand. Hier wird die Versöhnung stattfinden. Alle werden hierher kommen. Ich freue mich, werden wir das Sephiroth sehen? Ja, die kommen jetzt mit dem Luftschiff. Und wenn ihr Final Fantasy kennt... die sind durchgewalkt worden, die zwei tote Kadaver. Ja, wenn ihr Final Fantasy kennt, es gibt immer ein Luftschiff für die Truppe. Wir müssen rüber, solange es windstill ist und Schwärme wegfegt. Mach Sache, Tifa, das hätte ich jetzt nicht bemerkt. Sephiroth. Äther und Heidrang konnte man noch abstauben. So, dann gehen wir auf die andere Seite rüber. Weil hier geht definitiv die Marco Luzi ab. Und da laufen die ganze Lemminge schon den Berg hoch und verrecken da teilweise auf dem Weg. Aber die Gestalter sind für uns immer gesichtslos. Die sind für uns auch immer namenlos. Wir wissen nicht, was das für Viecher sind, was das für Leid sind. Wir können eine Sache, wie die aussehen. Es ist ganz, ganz schwierig, aber es wird definitiv noch erklärt, was das für Wesen sind. Hier haben wir auch noch so einen Flunderdrache, der Eisennot. Kann die Tifa jetzt mal zeigen, was sie kann. Und sie wird gleich in den Schlaf versetzt. Das heißt, sie kann doch nicht zeigen, was sie kann mit ihren 2 schlagkräftigen Argumente. Und ich wiederhole mich nochmal. Nein, ihr Ferkel, ich mein, ihr Feuchter. Ich habe hier wirklich nichts gegen die Tifa. Ich finde ja eigentlich, dass es ein recht interessanter Support-Charakter ist. Es ist vor allem ein Story-Charakter, die Tifa. Kaiserfaust, sehr gut. Das kann sie gebrauchen. Ich glaube, das kann sie definitiv gebrauchen. Nee, wir haben ja nicht so viel Materie, die wir ihr geben können. Von daher lassen wir es mal gut sein. Der stirbt auch noch vor sich hier, sagt nicht mal was. Ja, ich finde eher, dass die Tifa ein Story-Charakter ist. Und deswegen habe ich die auch nie so wirklich als Kampfcharakter angesehen, weil sie eher die Jugendfreundin von Cloud ist, weil sie eher die, ja, nachdem die Aeris halt gestorben ist, jeder wird wohl gedacht haben, der es noch nicht kennt, ja, die Aeris ist doch bestimmt die, mit der der Cloud zusammenkommt. Aber nee, eigentlich ist ja die Tifa diejenige, die was von Cloud will und die sozusagen seine Freundin ist. Und, ja, für mich war die Tifa immer die Freundin vom... Upsala, war immer die Freundin von Cloud für mich. Und deswegen wollte ich die natürlich auch nie in Gefahr bringen. Und sie war für mich eigentlich immer ein Story-Charakter, muss ich sagen. Und dann haben wir so viele Windflügel. Na gut. Cloud hat eine Limit-Attacke parat. Oh, die Tifa macht, ach, nicht schlecht Schade, muss man sagen. Aber mit so einem knappen Outfit in die Berge rumsteigen, nee, also... Das ist dann doch etwas schade, dass man irgendwie nicht... sowas nochmal gezeigt kriegt, was weiß ich, dass es da Winterkleidung speziell gibt. Irgendwas in der Art. So. Jetzt müssen wir uns wieder... Na, Mist. Ja, da wird es wieder etwas komplizierter. Wir müssen sowohl den Grüner, Wabbler, als auch der Windvermeider, wenn möglich. Ansonsten landen wir immer wieder hier bei so einem kleinen Gegner. Probier's einfach mal. Oh, der heilt sich selber, der Mistkerl. Ich will eigentlich nicht, um ehrlich zu sein. Ich will jetzt von Cloud keine Limit-Attacke verschwenden. Etwa so ein Popel. So. Das wäre meiner Meinung nach echte Verschwendung von Ressourcen, wenn wir jetzt was so ein Kasper unser Limit-Attacke hergeben täten.
Aber Phönixfeder hat's gegeben. So. Okay, jetzt sind wir nochmal durchgekommen. Sehr gut. An sich ist es ja auch nicht so schwer, nur manchmal wird man so ein bisschen ungeduldig und dann macht man natürlich wieder Fehler, wie im richtigen Leben auch. Oh, was hat denn ihr für welcher? Ihr seid Kill Bin, nicht Kill Bill, sondern Kill Bin. Na gut. Die Sache, ich probiere mal bei euch eine Aqualung. Dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Es sind definitiv immer sehr suspekte Gegner dabei, wie ich finde, wenn ich so Dinger da wieder sehe. Die sehen ja eher aus wie so ein Rubik-Würfel. Man kann sich irgendwie schlecht vorstellen, dass solche Gegner im Nordkrater, wo sich Marco ohne Ende sammelt, existiert. Ich weiß nicht, ich würde eher im Nordkrater mit solche urtümliche Kreaturen wie im Gigas rechnen. Ich würde hier im Nordkrater... Oh cool, Ifrit hat ein Level. Ich würde im Nordkrater eher mit urtümliche Bestie rechnen. Ich würde im Nordkrater mit magische Kreaturen rechnen. Und ich sehe schon, auf steht das Sephiroth. Das ist das Ende für euch alle. Wie nett, dass er so seine eigene Männle noch abmurkst. Sephiroth! Das ist das End. Du hast recht. Mein Körper hat seine Aufgabe beendet. Er ist verschwunden? Er kann immer noch in der Nähe sein. Sein Körper ist zu Ende und hat seine Aufgabe beendet. Was heißt das wieder für uns? Er will wohl wirklich die Beförderung zu Gott. Unser Ziel ist es, die Schwarzmaterie zu unserem Meister zu bringen. Unser... Was ist denn los? Okay, ein bisschen bewegen kann ich mich noch. Na? Ich kann mich zwar bewegen. Der Jenovas Zelle trägt. Meister. Na? Natürlich. Sephiroth. Uah, du Säckel. Wie der immer so stapft, als würde er durch hohe Schnee gehen. Der elende Säckel. Und wir hören es wieder an der Musik. Es ist nichts anderes als Jenova. Jenova tot. Jenova tot, sollte man doch mal ausrauben. Und das Mistvieh hat es wieder richtig auf uns abgesehen. Rotes Licht macht offensichtlich Feuerschade. Deswegen Cloud das Ganze absorbiert. Sprungattacke. Ah, ich finde die Jenova-Musik immer so gänsehauterregend. So, tiefer Klopp nochmal drauf. Sid haut nochmal rein mit Raub. Nichts zu stehlen, na gut. Ah, Mist. Ja, das ist bei der Tiefe auch wieder so ein Grund, weswegen ich die eigentlich nicht so gern mitnehme im Team. Ne, Quatsch, wir können ja nichts stehlen. Wir probieren eine Zauberbarriere. Ich denke, das kann nur hilfreich sein. Geil. Wow, ich finde die Musik so cool. Okay, Cloud ist zum Schweigen gebracht worden. Was macht nochmal Esuna? Kuriert anormale Zustände. Dann kurieren wir die Stummheit. Und du, Tifa, du beschwörst jetzt mal Neo-Bahamut. Wir warten alle drauf. Wir wollen alle die Giga-Flamme sehen. Die Animationen von Bahamut sind so abartig geil, wie ich finde. Bahamut ist sowieso immer meine Lieblingsbeschwörung. Ich liebe Jo Drache. Und er ist so cool animiert. Boah. Bahamut ist in Final Fantasy VII auch immer der König der Drachen. Das ist sein Titel sozusagen. Boah. Ist das geil animiert oder nicht? Das ist dann die Milliarde MP wert, die wir dafür blechen müssen.
Jetzt machen wir nochmal die Mega-Flamme und das Sid haut jetzt auch nochmal drauf. Und dazu die Jenova-Musik. So geil. Boah. Nur noch geiler ist dann der Endkampf gegen Sephiroth als... nee, ich sag's jetzt noch nicht. Aber die Musik gegen Sephiroth am Ende, das ist eine von der allergeilsten Bosskampf-Tracks ever in einem Spiel. Und ich freue mich so aufs Remake. Da gibt es ja verschiedene Orchesterversionen von deren Musik. Aber ich bin so gespannt, wie sie es beim Remake umsetzen werden. So, dann würde ich sagen, wir petzen uns alle nochmal eine Regeneration rein. Und Sid, du gibst uns alle nochmal eine normale Barriere. Interessant, dass rotes Licht auch tatsächlich als sauber zählt. Weil wir sehen so dran, dass das Schild greift vor uns. Machen wir natürlich immer die Regeneration. Wir probieren mal manipulieren. Was bringt das eigentlich? Gegner manipulieren. Ja, aber ich habe nie rausgefunden, was das bringt. Ob es der Gegner verwirrt oder irgendwas. Ich kann es echt nicht sagen. Es gibt halt so diverse Sachen. Manipulation nicht möglich. Na gut. Es gibt so diverse Dinger im Spiel, die ich nie verwendet habe. Okay, Sid kann mir jetzt auch nichts mehr weitermachen. Ich würde sagen, dann hauen wir doch einfach nur normal drauf. Bis die Kreatur Clay beigibt. Weil wir machen schon ordentlich Schaden. Und ich finde auch die Tiefe, obwohl sie mit dem Level ziemlich weit unten ist, im Vergleich zu der anderen, haut trotzdem immer richtig ordentlich Schaden rein und kann hier wirklich gut mithalten in der Truppe. Jetzt hatten wir schon Jenova Geburt, Jenova Leben und Jenova Tod. Zwischen Jenova Geburt und Jenova Leben war schon einige Zeit dazwischen und Jenova Tod kam jetzt wirklich relativ schnell dahinter. Und Jenova hat sich auch vom Äußeren irgendwie nie großartig verändert. Immer nur diese große Kreatur, die so wie so ein Block aussieht und doch sehr abgespaced wie Alien. 6000 Erfahrungen, 400 MP. Schutz hat nochmal Level gekriegt. Und die ganze Truppe hat auch nochmal Level erfahren. Und Spiegelring. Sehr, sehr geiles Artefakt. Jenovas Zelle. So ist es also. Die Wiedervereinigung. Nicht der Sephiroth, du Mensch. Es war gar nicht der Sephiroth, der mal auf der Ferse waren. Ich erkläre später. Im Moment habe ich nur eins im Kopf, der Sephiroth zu besiegen. Aber der Sephiroth ist... Er ist hier. Der echte Sephiroth ist direkt da. Deswegen kann das sich nämlich wie so ein Geist bewegen. Und immer so durchsichtig. Es ist boshaft und grausam. Aber es setzt einen starken Wille im Inneren von der Wunde vom Planet frei. Jetzt haben wir endlich einmal Jenovas Zelle. Die werden auch sehr wichtig sein. Aber hier noch was Wichtigeres. Schlüsselobjekt, schwarze Materia. Die schwarze Materia ist wieder unser. Jetzt müssen wir nur noch das Sephiroth besiegen. Wir sollten die schwarze Materia nie mehr länger behalten. Warum geben wir sie nicht jemand zum Aufbewahren? Okay. Aber ich mag jetzt vorher nochmal beim Sid gucken. Wenn jetzt hier Spiegel kriegt, reflektiert bis zu 4 Zaubersprüche. Das ist sehr geil. Das können wir sehr gut gebrauchen. Und auch der Spiegelring. Schmuckband schützt vor sämtlichen anormalen Zuständen. Ist natürlich sehr praktisch. Da wir aber hier das Feuerarmband haben zum Absorbieren, würde ich sagen, automatisch Spiegel für die Klappen. Moment. Nee, wir bewahren dann erstmal auf. Ja, wir geben sie jemand zum Aufbewahrer. Hoppla! Die schwarze Materie am Red gewonnen. Sei vorsichtig, Volk. Nee, nicht die schwarze Materie. Okay, dann geben wir sie mal nicht. Ich will nichts mit der schwarzen Materie zu tun haben. Schwarze Materie gebe. Sephiroth, was von ihre? Wie wär's, wenn die schwarze Materie behältst? Ich glaube nicht, dass ich würde sagen, der Red ist vertrauenswürdig. Ich soll die schwarze Materie an mich nehmen. Okay, verstehe. Gibt's niemand. Ich verlasse mich drauf. Sei vorsichtig, Volk. Ich würde jetzt aber gerne mal mein Team wechseln. Hoppla. Das Sid ist ach so ein Wortakrobat. Wir gehen zuerst. Wir bleiben hier und halten wach. Okay, der Red ist noch da. Ich bewache die Schwarzmaterie, egal was passiert. Ich bleib hier. Folgt Sephiroth, vertrau mal, Volk. Gut.
Materia MP Turbo. Was macht die? Wir gucken jetzt einfach mal. Warte mal hier, MP Turbo. Verbraucht extra MP und steigert die Wirkung von Zaubermateria. Kann natürlich cool sein, wenn man jemand speziell auf Zauber auf Zauber eicht. Aber wir lassen das erstmal gut sein. Und haben noch einen Gifttrink vorne. Okay. Was bist denn du für einer? Drachenreiter. Okay, wir hupsen einfach mal Drachereiter im Nordkrater rum. Warum auch nicht? Doppelangriff. Und pickt die Tifa. Mistkerl. Warum auch immer Drachereiter im Nordkrater leben? Na, meinetwegen. Gibt's hier wohl einen Volksstamm von den Knabe, der man nicht entdeckt hat bisher. Und die reagieren wohl recht aggressiv darauf. Okay, Gifttrink mache ich jetzt kurz mal gucken. Absorbiert und schützt vor Giftzaubern. Na gut. Na gut, kriegt's die Tifa. Speicherpunkt haben wir wieder. Dann tät ich nämlich sagen, wir verwenden nochmal Zelt, damit wir alle wieder kalt sind und speichern hier nochmal an der Stelle. Södela. Und Peng und Peng. Sehr gut. Gehen wir nochmal ein Stückchen weiter. Oh, die Musik schon. Jetzt sind 3 Blockade hier. Blitzer, der grüne Wappel und der Wind. Das heißt, das müssen wir jetzt gut im Auge behalten. Sobald der Wind aufhört, muss ich gucken, dass ich an einem grünen Wappel vorbeikomme und dass der Blitz nicht einschlägt in der Zeit. So. Jetzt. Jawohl. Man kann das, wie gesagt, alles geschickt abpassen, wenn man seinen Kopf benutzt und nicht einfach nur stur mit dem Kopf der Wetter rennt. Da lässt sich definitiv schon sehr viel damit machen. Was ist das? Was ist denn passiert? Ganz ruhig, Tifa. Sephiroth ist in der Nähe. Es könnte alles Mögliche passieren. Wir sind wieder in Nibelheim. Nibelheim? Was zum Teufel, warum Nibelheim? Das ist eine Illusion vom Sephiroth. Er versucht uns zu verwirren. Ist schon in Ordnung. Solange wir nur wissen, dass es eine Illusion ist, müssen wir uns vor nichts fürchten. Komm schon, lassen wir uns weitergehen. Ja, du hast recht. Gucke mal. Machen wir Platz. Wer kommt? Sephiroth kommt. Also gut, lass uns gehen. Kommen die Shinra-Soldaten und es kommt jemand anderes als der Cloud. Die Wolke ist nicht da. Halt, Sephiroth. Das ist so dumm. Ja, du lacht das sich wieder einer ab. Ja, statt der Cloud war hier ein Schwarzhoriger in seine Klamotte und mit seinem Schwert. Tja. Hey, Wolk, lass uns zurück zur richtigen Welt gehen. Wolk, das ist nur Illusion, mach dir keine Sorge. Und jetzt? Hör schon auf. Das ist schrecklich. Das ist, was vor 5 Jahren passiert ist. Aber wahrscheinlich bin nicht ich derjenige, der jetzt aus der Annelien-Villa kommt. Er wird versuchen, uns wieder zu täuschen. Siehst, hab ich's nicht gesagt? Du bist's. Bist du noch bei Verstand? Dann komm und hilf mal. Ja, exakt dasselbe, was wir doch gehabt hätten. Nur mit dem anderen als ein Cloud. Ich will das nicht sehen, Wolk, guck nicht hier. Ich gucke in dem Haus noch, du nimmst es du. Was ist los, Tifa? Ich hab dich gewarnt. Solange uns klar ist, dass es nur eine Täuschung ist, brauchst du dich vor nichts zu fürchten. Hey, du, alles okay? Nicht, das war gar nicht echt. Sephiroth, ich weiß, dass du zuhörst. Ich weiß, was du sagen willst. Ich war vor 5 Jahren nicht in Nibelheim. Das willst du doch sagen. Ah, du raffst's. Du willst mich also verwirren, ja? Aber das zieht nicht. Ach, wenn du mir alles vorgegaukelt hast. Ich weiß noch alles, die Hitze von der Flamme, die Schmerzen in meinem Körper und meinem Herz.
Ach, wirklich? Du bist nur Marionett. Du hast kein Herz und kannst keinen Schmerz fühlen. Wie kann das Gedächtnis von so einem Wesen auch nur Bedeutung haben? Was ich dir gezeigt habe, ist die Realität. Du hast die Illusionen. Hätten wir erst mit anderer. Volk! Volk! Begreifst's? Ich will nicht. Aber ich will dich was fragen. Warum machst du das? Ich will, dass du wieder du selbst bist. So wie damals, als du mir die Schwarzmaterie gegeben hast. Wer hätte gedacht, dass ein gescheitertes Experiment so nützlich sein könnte? Wenn Hojo das wüsste, würde er sich mächtig ärgern. Hojo, was hat denn der mit mir zu tun? Vor 5 Jahren hatte ich der Hojo Stück für Stück zusammengebastelt. Zu der Zeit, als Nibelheim abgebrannt ist. Eine Marionette aus Jenova-Zelle voller Lebenskraft, Wisse und Makroenergie. Ein unvollständiger Sephiroth-Klon. Du hast nicht einmal eine Nummer. Das ist die Realität. Zuckt er nur die Achseln. Okay, aus dem ist nichts mehr rauszukriegen, ohne dass er ihre kichert. Volk, hör ihm nicht zu. Hör und guck nicht hier. Was ist los, Tifa? Das macht man nix. Ich hab ihm nicht zugehört. All das Gebabbel vom Hojo, dass er dich geschafft hat, ist eine Lüge. Haben wir nicht gemeinsame Erinnerungen unserer Zeit als Kinder, die Sterne nachts? Tifa, warum erschrecken dich die Worte so sehr? Soll ich alle zeigen, was in dir vorgeht? Du siehst nicht gut aus. Tifa, hat das Sephiroth recht? Volk. Volk. Warum hast du Angst? Keine Sorge, mir geht's gut. Egal wie verwirrt ich bin, niemals glaube ich im Sephiroth. Stimmt, manchmal weiß ich nicht, wer ich bin. In meinem Kopf herrscht Chaos. Aber Tifa, hast du nicht gesagt, lang nicht gesehen, Volk? Die Worte werden mich immer aufbauen. Du bist mit mir aufgewachsen. Ich bin die Volk aus Nibelheim. Wie sehe ich ja an den Klave an mich verliere, das ist die Wahrheit. Deshalb solltest du keine Angst haben. Egal was die anderen sagen, wichtig ist nur dein Charakter. Nee, das ist nicht wahr, Volk. Was ist nicht wahr? Ich bin dieselbe Volk, mit dem du aufgewachsen bist. Das meine ich nicht. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Volk, warte, gib mal ein bisschen Zeit. Volk, gib der Tifa nicht die Schuld. Jenova dringt in Erinnerungen ein, kopiert Stimme, Spruch und Aussehen von einem Mensch. Da Jenova ist mit Tifas Erinnerungen verschmolzen, so bist du erschaffen worden. Die Kinder in Tifas Erinnerungen. Junge Lams Volk mag drunter gewesen sein. Volk, bitte denk jetzt nicht nach. Denk nach, Volk. Volk. Entschuldigung, du hast nie einen Namen gehabt. Halt's Maul, Sephiroth. Verstehe ich immer noch nicht. Na dann. Erinnerst dich an das Foto, das wir vor unserer Abreise zum Berg Nibel gemacht haben? Tifa, du erinnerst dich doch, oder? Aber woher sollte er das auch wissen? Und was ist mit dem Bild passiert? Ist es das? Magst du mal sehen? Das ist ziemlich gut, war. Volk nicht. Ich müsste auf dem Bild drauf sein. Ah, nicht schlimm, wenn nicht. Das ist nur eine Scheinwelt, die das Sephiroth erschaffen hat. Definitiv der Schwarzhoriger.
Genau wie ich es gedacht habe. Das Bild ist eine Fälschung, ich kenne die Worte. Vor 5 Jahren bin ich zurück nach Nibelheim gekommen, um den Reaktor zu inspizieren. Ich war 16 Jahre alt. Die Stadt hat sich nicht verändert und dann, ja, ich habe meine Mutter getroffen. Ich habe die Leid in der Stadt wieder gesehen. Ja, ich bin in die tiefer ihr Zimmer gegangen und dort habe ich in die Schublade geguckt. Ich bin über Nacht geblieben und bin dann zum Reaktor im Berg Nibel gegangen. Ich war aufgeregt, weil es war mein erster Einsatz, nachdem ich Soldat erster Klasse Woche bin. Soldat erster Klasse? Soldat? Wann bin ich ein Soldat Woche? Wie bin ich Soldat Woche? Warum? Ich kann mich nicht erinnern. Ich bin... Ach jo, ich muss mich nicht sorgen, weil ich war... Volk? Geh mal tiefer, ich bin okay. Ach, die lacht doch auch wieder sich hin ab. Oh, das ist so erstaunlich. Da hat er ja die 2 richtige mitgenommen, der Rufus. Ja, der eine wieder, der andere Kasper hier. Da im Spinnennetz ist auch noch mal was drin. Das ist alles Materie. Das Äußere ist reich an Makroenergie, das Innere ist eine Schatzkiste voller Materie. Das ist wirklich das verheißene Land. Das verheißene Land gibt's nicht. Das ist eine Legende, ein arme Märchen. Das ist absolut lächerlich. Alles ist, wie ich mir's vorgestellt habe. Ist das nicht wundervoll? Der Starrsinn macht dich zum zweitklassischen Wissenschaftler. Was ist nun los? Es kommt aus dem Inneren von der Mauer. Irgendwas ist da drin, es bewegt sich. Oh, es hat die Aare aufgemacht. Weapon. Dann gibt's das also wirklich. Ich hab nicht dran geglaubt. Was bedeutet das? Weapon. Monster, die vom Planet geschaffen worden sind. Es erscheint, wenn der Planet in Gefahr ist und zwingt alles in den Zustand von Nichts. So stand es im Bericht vom Professor Gast. Ich habe den Bericht nie gesehen. Wo ist dann der? Hier, in meinem Kopf. Geht's auch wieder auf dem Hintergrund. Du behältst eine Menge für dich. Ich frage mich, wo die Wolke und die anderen sind. Kommt so klar, dass so ein bisschen schwarze Materie den Planet zerstören könnte. Oh. Was zum... Sind alle okay? Was ist denn los? Was sind wir? Lass mich nicht allein. Reddit 13, du bist hier, ich bin so froh. Tiefer. Irgendwas stimmt hier nicht. Warum ist es so dunkel? Wo sind die anderen? Alle warten, die Wolke ist in Schwierigkeiten. Bitte komm und hilf uns. Dort drüber. Oh, okay. Oh. Ich raff's nicht, aber wenn du willst, dann tue ich das. In eine Fall gelockt. Und vergiss nicht. Die Schwarzmaterie. Mieses Säckel. Und die ganze Knabe sind bewusstlos worden hier. Unsere ganze Crew. Das ist jetzt immer wieder so ein Kampf um die Schwarzmaterie. Heute wird die Folge auch definitiv wieder ein bisschen länger, ihr liebe Leid. Wobei, steht nur Sache. An der Stelle mache ich jetzt wirklich einen Cut. Ich lasse es jetzt dabei, dass es nicht länger wird. Steht wirklich Sache, ich mache an der Stelle einen Cut. Und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Final Fantasy Silver auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen, ihr liebe Leid. Denn die Folge ist nämlich wirklich schon lang genug, Woche. Iron Yankee.